an noch Finanzpolitik leifren. Könnt ihr euch erinnern, 2006, dass du noch nicht allzu lang wegträgt. Krisestimmung hier im Land. Staatsfinanzen sind am Keller. Wir erfüllen keine Kriterien mehr und das Risiko ist groß, dass Maastricht-Kriterien nicht mehr geben. Tripartit aus der Summe getrommelt gehen. Und wir müssten den größten Sozialaufbau, der Lützburg an der Nachkriegsgeschichte erlebt wird, müssten dezidiert gehen. Den Index ist manipuliert gehen. Desindexation von den Familienzulagen. Rentenajustementen sind noch anders verreckelt gehen. Der Erhöhung von der Kotisationen von der Pflegeversicherung ist von engem auf 1,4% abgegangen. Der Erhöhung von den Accisen, der Erhöhung von den Autosteuern, jahrelang nicht Anpassung von der Steuertabelle und die Inflation bis dieses Jahr 6% von einem wirklichen Retard von 16%. Daneben sind Gemengen, Taxen und Steuern an einer ganzen Reihe von Gemengen massiv angehäuft gehen. Preise auf den Lebensmitteln sind drastisch an die Lut gegangen. Alles Decisionen, die gerade die Leute mit kleinem und mittlerem Abkommen, Familien mit Kinder, eine lange Zeit mit Kindern volltreffen. Und da könnten Herr Frieden, für und artig an die Chambre, präsentiert konnten von dem Jahr, was so defizitär soll sein, was als Ursache geholt gehen, als für den größten Sozialaufbau zu machen, an der präsentierte Chambre an dem Land dann konnten, nicht mit einem großen Defizit, wo alles an den Keller geht, mit einem Überschuss von 8 bis 900 Millionen Euro 2007. Das ist ein absolut Rekordjahr. Wir hatten noch nie so viel Überschuss am Staatsbudget wie gerade 2007, das Jahr, was das schlechte Jahr soll gehen. Entweder kennt den Herr Frieden an den Herr Juncker nicht von Finanzen. Entweder haben sie Treschetten kurzfristig so falsch angeschaut, weil wie kann in 2006 so 2007 wir alles am Keller, und müssten drastisch Maßnahmen getroffen gehen, an 2008 könnten dann das etwa das beste Jahr, was man jemals hat, oder sie wussten nicht, und sie haben eine Ursache gebraucht, für sozialen Aufbau zu betreiben, und dafür haben die Leute eben gesagt, es geht nächstes Jahr ganz schlecht. Denn das ist ein Resultat, wie man noch nie in zuletzt beschatten. Und dann könnte der Frieden hin, an hier bretzt sich, dass das Jahr so guten Aufschluss hat, und dass der Staat schwarz Konto schreibt. Mir was du vergisst, wird zu sagen, dass da Tausende und Tausende von Leuten, von Familien hier im Land, who müsste mehr bezahlen, mehr berappen. Aber wenn ihr haut Schwarzkonto schreibt, so gibt es Tausende Familien hier im Land, die durch ihre Politik haut aber müssen leider Rotkonto schreiben. Es ist so nicht als ein Frechheit von einer Regierung, vertieft hinzugehen, an den Leuten so viel Sakrifice aufzuverlangen, und dann kommen an sich Prätze Kummel, was tun mir noch viel Geld an der Käse, was tun mir gut Politiker, was tun mir gut Gewirtschaft, als zu vergessen zu sagen, dass jeder Einzel bis die Kleinsten hier am Land, das wird bis zu bezahlen. Und dafür so mir, Herr Juncker und Herr Frieden, gibt den Leuten Geld zurück, wo das letztes Jahr bestellt wird. Der hat kein Recht, die Leute die Gelder aufzuholen. Los Geld bei den Leuten an den Familien. Die haben es notwendig, die brauchen es, und die lehnen es mehr sinnvoll und mehr zweckmäßig an, wie wenn der Staat es tut. Wir haben heute ein ganz kurzes Beispiel hat, die haben wir gesehen, Weitgeld beim Staat, unnütz zu Fenster rausgeworfen geht. Und nicht nur, dass wir nur die große Sozialaufbau tun, mit dir wir nicht vergessen, was schon für Drogen geschehen ist. Der Erhöhung von den öffentlichen Transporten, das ist auch noch an dieser Legislaturperiode. Wären es nicht Sozialisten, die genau wie die ADR den Nulltarif versprochen hatten. Und das Resultat war, sie haben die Preise am öffentlichen Transport an die Lut gehofft. Wären es nicht Sozialisten, die gesagt haben, ja, für die Lesung der Nulltarif. Also gehen sie ein System entwickeln, ich gehe darüber, das letzte gesagt, was schon 160 Millionen Euro kostet. Wie hat der Menschen, dass die Leute nur müssen oder können, bezahlen das System, was nie darf gehen. Wäre nicht das Regierung, die Quellensteuer angefordert hat, muss ich die Leute daran erinnern, und gleichzeitig die Vermögensteuer aufgeschafft hat. Eine Lützburger sozialistisch-erbische Partei, die konnte mit einverstanden sein, dass die Vermögensteuern geschenkt kriegen.
Aber wo an Gesetz geschrieben gehen als, dat nicht darf, dadurch, wenn sie lohe Geld deklarieren, an dummerden, wenn sie kein Steuern mehr brauchen zu bezahlen, an dummerden der Fiskus gewürget, dass sie das Geld hatten, auch nach dem Gesetz angeschrieben ist, dass die Chiffren, die Steuerverwaltung lo kriegt, nicht dürfte verwendet, für rückwirkend, wo sie nach geschuldet war, Vermögenssteuer abzuheben. Also ein Kado, ein immense Kado und die Vermögen von einer Lützburger sozialistischen Arbeiterpartei an den normalen Stierflieschen, die und Quellensteuer auf ihre Spurbücher angefordert wird. Bomi an der Bopi, die dem Enkelkant ein Spurbuch abmischt, für einen Suhe drauf zu setzen, für das kann sich ja noch haben, denke, mit Großas kann den Wohnungshölle verlegen, die müssen Quellensteuer haut auf dem kleinsten Spurbuch bezahlen. Eine Regierung, die nicht am mehr Baupreise am Griff zu kriegen, für das alle Menschen kann eine Wohnung kaufen, die also am mehr die kleinste Spurbücher hier im Land mit einer Steuer zu belehren, das ist unsozial, das ist weder christlich sozial, noch also sozialistisch. Aber wenn die Quellensteuer angefordert wird, hat der Luc Friedrich gesagt, oh, das ist nicht so viel. Das geht nicht so viel, wie der mengt. Und dann hast du hingegangen, so, wir haben relativ zwar viel an das Budget angesagt, wir haben 25 Millionen Euro angesagt. Luc kriegen wir Konten von 2007, also sind aus den 25 Millionen da aber 52 gehen. Also mehr wie das Doppel. Also die Leute müssen nur auf ihre Spurbücher und letztes Jahr 27 Millionen Euro, über 1 Milliarde von ihren Zinsen, den sie kriegen, und sie müssten und den Herr Juncker an den Herr Frieden aufhören, und gleichzeitig von der Vermögenssteuer aufgeschafft. Und die nächste Tax, die wird brutal zuschlagen, das ist nicht Januar 2010, das war nur die nächste Chambersfallen. Da das Wasser an Kanaltax, wo wir am Gange sind, eine europäische Direktive umzusetzen, die als Ziel hat, so wie sie es viergerechnet tun, dass sowohl die Wasser wie die Kanaltaxen noch nicht mehr inner zu summen, inner 5 Euro zu kriegen sind. Wenn ihr halt eine Familie, die 80, 100 Jahre braucht, da wissen, dass eine Familie, wenn die Preise verdoppelt geht, pro Familie, pro Person, von 2010 und kann ich sagen, rund 200 Euro Jahre weiter zu bezahlen hat. Auch das trifft Familien direkt, und das ganz tut als Ziel, für Justzuhen an Steuern an Käsen zu kriegen. Die Damen und Herren, es kann ich global so an der Schule noch vergessen, die Autosteuer zu entnehmen, die wir ja alle massiv erhöht haben. Wenn ihn das alles zusammenstellt, da kann ihn ohne Schien sagen, dass das Regierung eine Regierung für skrupellosen Abzocker ist. Die Damen und Herren, während der Wahlen haben sie den Leuten, CSV, den sicheren Weg versprochen. Wenn sie vergessen hatten, sie so den sicheren Weg an Käse vom Staat. Und die Sozialisten haben gesagt, wir packen das dann. Ja, sie haben den Leuten ihr Portemonnaie am Land ugepackt an unsere Ferm geplümmt. Sie hatten den Spruch damals nicht ganz ausgeschwärzt, weil so wie das Regierung Leid abzockt, das wird noch nie eine Regierung für drin wird. Und muss ich heute am Nachhinein am Anfang so, dass eine Gewerkschaft, nämlich CGFP, für uns 2 Jahre richtig schlug. Für die gesagt, wir machen das dort alles nicht macht, weil Staatsfinanzen sind viel besser wie gesagt wird. Aber wenn wir nur hören, dann sie effektiv viel besser waren. Dann muss man sagen, dann hat CGFP für uns 2 Jahre recht. Aber wenn CGFP es wusste, da wusste noch Juncker Frieden nicht. Und da kommen wir darauf zurück, wo ich für Druck gesagt habe, was für Weh sind sie da gegangen, wussten sie es nicht oder haben sie Mittel gebraucht, für sozialen Aufbau zu machen. Sie haben Mittel gebraucht, für sozialen Aufbau zu betreiben. Und dafür haben sie die Leute für 2 Jahre nicht vorig gesagt.